Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear Inheritance. Uff, pelzig. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier aus der Schleife rauskommen. Weil wir kommen immer nur wieder in das Stockwerk zurück. Egal ob ich noch over oder noch ohne gehe. Irgendwo steckt der Wurm drin. Deswegen müsste ich gucken, wie wir das regeln. Das bringt wohl nichts. Ich probiere es jetzt noch einmal mit runtergehen. Vielleicht müssen wir ja auch einfach nur den Weg wieder gehen, den wir als letztes gegangen sind. Das wird sich jetzt zeigen. Also auch die Tochter ist schon fett in einer Trauma-Psychospirale eingefangen. Und kommt doch nicht runter. Ja, jetzt sind wir wieder dort. Jetzt probieren wir es nochmal so hoch. Ansonsten muss irgendwas in dem Raum sein, was wir zu lösen haben. Ich befürchte, dass wir wieder in dem selben Dingens rauskommen. Ja. Es muss hier irgendwas geben, was wir lösen können. Es muss hier was geben. Scheiße, und es ist natürlich wieder duster wie wahre Ladung Arschlöcher hier drin. Und man findet mal wieder gar nichts. Das Bild kann mir nicht weiterhelfen. Aber hier gibt's was. Okay. Das Feuer ist gelöscht. Ich glaube, das war's, oder? Ah, ja. Jetzt haben wir das Bild komplett. Die Skizze ist komplett. Da können wir so nicht dran machen, da ist das Gesicht nur halber. Jetzt ist die Frucht wohin mit dem Ding. Das Feuer ist erstickt. Ich probiere es jetzt nochmal. Mein Glück noch ohne. Wollen wir es mal probieren, ob es funktioniert? Wenn nicht, bin ich halt wieder am anderen Raumend. Ah ne, jetzt geht's hier durch der, okay. Okay. Jetzt bin ich in so einem Stauraum wahrscheinlich wieder gelandet. In einem Keller oder so, wo man die Sache gelagert hat. Da ist nichts drin. Nur eine kleine Statue. So eine kleine Skulptur. Okay. Dann von da bin ich Kummer. Genau. Da müsste ich wohl hier entlang, oder? Nee. Ah, nicht. Oh, es ist wieder so verwirrend und aus der Perspektive ist es schon etwas schwierig zu sehen. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich als nicht verstehe, was das Spiel jetzt gerade von mir will. Das war der Schrank. Da war ich. Nee. Nee, das ist wieder die Schrank der. Oh, das sind Hände. Das sind Hände dran. Oh, scheiße. Wenn ich dort dran gehe. An die Hände. Sieht aus, als wäre E.T. im Schrank gefangen mit dem riesigen Hals, mit dem kleinen Kopf und mit einer zwei Händen. Nach Haus. Scheiße. Alter, ist das eklig. Mach die scheiß Schrank der zu. Das ist ja sacken widerwärtig. Ich krieg wieder Gänsehaut hoch 3. Oh, das geht nicht weg. Alter, wie ekelhaft. In den Schrank selber kann ich aber auch nicht reingehen, oder? Nee, in den E.T.-Schrank kann ich nicht rein. Da liegt nur Büste und so eine kleine Skulptur. Okay, ich vermute jetzt einfach mal, dass das hier ohne Sackgasse ist. Hier gibt es nichts zu machen. Wenn ja, habe ich irgendwas total verpasst. Aber ich glaube einfach, das ist eine Sackgasse. Dann probieren wir es noch einmal, indem wir nochmal noch runtergehen. Vielleicht findet sich da ja dann der richtige Weg. Okay. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal mit Over.
Oh Mann. Die wird auch, oder die ist auch sehr lustig, die Erwachsene, wenn die solche Kindheitstraumata mit ihrer Familie verbindet und mit ihrem Elternhaus. Okay, jetzt können wir da wieder hoch. Durch der. Oh oh, da ist wieder irgendein Psychogegenstand, der flüstert. Ja. Ach, da ist er jetzt. Oh, hey there, young lady. Shouldn't you be in bed? It's all right, you can stay. Just don't make too much noise. Daddy's working. What do you mean, who's that? It's Mommy. What? That's not what Mommy looks like? Well, she does to me. Oh oh. Weil er auch ja ein bisschen größer ist als das andere. Oh Mann. Oh Mann. Nicht gerade sehr gesund alles hier. Uah. Du summt er. Wo ich da hingehen soll, wo er summt. Natürlich muss ich da hin, wo er summt. Oh Mann. Oh Mann. Das Ding ist verschlossen. Okay. Nur Wasser, Gott sei Dank. Oh, die Hirschtrophäe, die scheint auch Farb oder Blut rauszuschwitzen. Und zu spucken. Oh Mann, oh Mann. Ne, dass das jetzt wieder zugeht und wir kommen nie wieder in das Gebiet rein. Und ich verpasse hier was Optionales. Das hätte ich nur sehr, sehr ungern. Das ist aber verschlossen. Mit dem Hirsch können wir jetzt auch nichts regeln, oder? Nee. Ah, damit können wir was machen. Zack. Da könnte da drin liegen der Schlüssel. Jawohl. Sehr gut. Schon hätte ich was Optionales verpasst. Und? Was ist drin? Zeichnung. Von ihr, von kleiner Rea. Und er hat Wölfe drüber gemalt, die Rehe zerfleischen. Und da unten hat er kaputtes Reh mit aufgerissenem Bauch und raushängender Darmschlinge gemalt. Alter, so eine miese, freudlose, aggressive Drecksau. Das gibt's gar nicht. Okay, jetzt haben wir Mama und Papa gelöst. Im Arbeitszimmer. Wie geht's weiter? Das ist die Frucht. Wie geht's jetzt weiter? Mama und Papa sind beide gelöst. Der Horror von beidem ist überstanden. Wenn ich jetzt nochmal zu Papa reingehe. Da geht's nochmal irgendwo weiter. Tja, wer war mir lieber? Mutter oder Vater? Ich glaube, die Entscheidung fällt leicht. Ich glaube, die Entscheidung fällt mir trotzdem leicht, dass ich zu ihr gehe. Er ist das absolute Monster. Okay, jetzt muss ich da wohl hochklettern, aber hier unten scheine ich nichts zu verpassen, okay. Hau ab, du große Bob, du widerliche Kotztüt. Entschuldigung. Oh Gott. Das Ding kann ich verschieben. Ach nee, lach nicht. Ich lach doch auch nicht über dich. Okay. Kann ich so lang ohne erschlagen zu werden? Okay, das geht. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Ja. Natürlich, der Name wird nicht verroten. Happy Birthday, das Ding sieht aus wie aus Plastik. Aber ist okay. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Boah, Mann. Hat jemand Bock auf einen kandierten Apfel mit Messer und Gabel schon drin? Ach, Mann!
Igitt, pfui Teufel, Puppe. Das Ding kann ich jetzt aber nicht verschieben, oder? Ah, doch. Doch, ich kann es verschieben, okay. Okay, jetzt machen wir wieder das, was wir gelernt haben. Herr Uff, hinter mir so einen Scheiß zu machen. Können das doch jetzt machen. Oh. Hinter uns hat sich mal wieder die Welt verändert. Jetzt gilt's wohl, über die Schublade zu klettern. Huch. Okay. Oh, wir fangen jetzt wieder an der Stelle an. Okay, ich bin jetzt gestorben, in Anführungszeichen. Okay, ja, das ist doch der einzigste Weg, den ich hier gehen kann, ne? Ja. Ach Mann, guck mal nicht so no. Ich habe echt bei Horrorspielen so ein kleines Trauma mit solche Puppe. Die sind schon irgendwie ziemlich widerwärtig. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Alter. Der hat mal wieder auch im Vollsuff der Geburtstag von seiner Reclay fertig gemacht. Der kennt, ach, keinerlei Grenze, der Kerl, in seinem Egoismus und in seinem Suff. Oh Mann. Okay, der Schrank, der wackelt auch schon gewaltig wie ein Kuhschwanz. Ja, das Ding kann nicht runterfallen lassen. Dann kann ich für eine Geburtstagstorte aus rüberkommen. Das sieht schon aus wie so ein Warnstreifer. Boah. Wie so Warnleiste und so, okay. Da kriegt Warn und Wahn. Ach, wieder ganz neue Bedeutung. Scheiße. Blätter mal hier drüber. Zum nächste Kuchen und so der nächste Bob, wie es aussieht, die hier gestanden hat, glaube ich. Perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong. All of you. What? Not now, Princess. Go play with your dollies or your crayons. Daddy's very busy. Okay, das scheint auch so ein Knetkuchen zu sein. Es wird immer ekelhafter. Zuerst der rosane Prinzessinnenkuchen, dann der Schokoladekuchen mit dem Malstifter und jetzt einfach nur noch so ein Knetkuchen mit Malstifter drin. Das ist schon eine rückwärtige Evolution, könnte man sagen. Okay. Wow. Ja, meine Fresse. Sein horrorböser Wolf, den er gemalt hat. Der hat ja Schneewittchen und Rotkäppchen und der böse Wolf gemalt und das in einer absoluten Horrorversion. Anna, die Bob, die von ihrem Hund gejagt wird. Da steht die Bob Fassi wie auch in Layers of Fear im Hauptspiel. Wurde sie von ihrem Hund mal gebissen und gejagt. Ach du Scheiße. What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them, one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Alter, wie kann man dann so mit seinem Kind retten? Das geht gar nicht. Oh
Gott, ist das ein ekelhafter Typ. Es wird magisch nicht zerbrochen, wenn es dir leid tut. Geh in dein Zimmer, mach dort Sachen kaputt. Vielleicht wirst du dann in irgendwas gut werden. Alter, ist das ein Oberarschloch. Vor allem mach Scheiß kaputt in deinem Zimmer. Wie kann man auf so eine Art und Weise mit seinem Kind retten? Das ist echte A-Leitung dafür, wie es absolut nicht sein sollte und ablaufen sollte. Boah. Ich bin mal wieder absolut spruchlos und ich bin mal wieder... ich kenne schon Sache auf 180. Ich bin echt geladen gerade wieder. Ich habe einen Hals wie Keksdose auf das riese Rindvieh von Arschloch von dem Typ. Manometer, aber ich weiß jetzt auch wieder nicht, was ich machen soll. Ich muss mal gucken, ob das besser ist, wenn ich es richtig duster mache. Ob ich da mehr sehe. Ich bezweifle es. Ja, eigentlich sehe ich nur noch weniger. Ah, okay. Ich mache jetzt trotzdem nochmal die Helligkeit höher. Vielleicht nicht ganz so hell wie vorher. Aber ein bisschen heller muss es schon sein, sonst sehe ich echt gar nichts mehr. Okay, weiter geht's. Ins nächste Zimmer. Oh je. Ja, dann gehen wir wohl in unser Zimmer und machen durch Scheiß kaputt, ne? Uah, dieser gruselige Springteufel. Da ist ein Bild. Missing Cat, Mr. Scooter, Reward all my dollies, Contact at. Vermieste Katze, Herr Roller, Belohnung, alle meine Puppen, Adresse. Ja, sie war auch nicht so gut in andere Fächer, haben wir ja auch gesehen. Gerade ihr Sprache und andere Sachen war nicht so gut. Dafür war sie in Kunst und in Musik sehr gut. Und das sieht eher noch im Spielzeug aus, die Katz. Also nicht, dass er wirkliche Katz gehabt hätte. Das sieht eher noch im Spielzeug aus. Mr. Scooter, Herr Roller. Das sieht eher aus, als hätte sie ein Spielzeug vermisst. Und wollte sie gegen alle ihr Puppe eintauschen. Vielleicht hat sie ja keine richtige Katz haben dürfen. Und der Hund war dem Vater ja schon zu viel. Oh Mann. Ach, ist er das? Oh. 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 Ach Gott. Armes Kätzel. Und kriegst der Schwänzel wieder. Jetzt bin ich nämlich ganz so traurig. Ach Gott. Ach Gottl. Also Kinderspielzeugchen. Ach Gott, wie goldig. Oh, da kriege ich Tränen in der Aare schon. Das tut mir einfach alles so leid. Das ist so... Okay. Oh, scheiße. Natürlich lachen sie alle nicht auf dem Bild. Oh, Mann. Zuerst ein normales Kinderbild, wo sie alle lachen und glücklich sind. Und dann das verzerrte Ekelbild, wie das sie in der Mitte und weint und er links mit seinem Fletschmaul und seiner Riesenzähne und sie rechts mit ihren roten Haaren in ihrem Kleid, sie zerren noch ihr und streiten sich um sie. Ach Gott, wie ekelhaft und grausam, das ist alles so furchtbar hier. Ich weiß, ich wiederhole mich doch zigtausend Mal, aber was gibt's denn nur sonst noch zur Sache? Ich könnte glatt heulen. Oh, vorsichtig. Gibt's hier irgendwas? So ein Deckel. Ich glaube, das müssen wir zu der Katz wieder bringen. Huch.
Hey, hey, vorsichtig. Was war dann das jetzt? Katz braucht ein neues Bär. Hm? Oh! Och. Ja, ich besorge ein neues. Ach Gottl, wie das Spielzeug da auf die Pfote in Anführungszeichen geguckt hat und dann... Oh, und dann ist es kaputt gegangen. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir finden ein besseres für sie. Für die Katz. Wow. Da ist es. Da muss ich hier. Aber wie komme ich dort hier? Vielleicht muss ich auch dort hier gehen. Dort rüber gehe erstmal. Ich hoffe, ich schmeiß die Kerzen nicht um. Da ist noch ein Zahnrad. Vielleicht brauchen wir das ja auch für die Katz. Aber ich sehe schon, dort drüber ist es, hoppla. Dort drüber war schon das rote Teil, was das Kätzl auch hat. Ach, nochmal Zahnrad. Fast bei. Oh, das war ein bisschen zu viel, ne? Ja. Oh Gott, ich kann das auch nicht hören, wenn Katze so maunzen. Oh. Hab ja selber einen Kater. Und der kann ja auch sehr bemitleidenswert klingen, wenn er das will. Ja genau, da mag ich Trakummer. Ja. Hab ich's gekriegt, oder? Ich glaube nicht, aber ich kann da noch greifen. Moment, probieren wir das noch einmal. Ja, ich will das haben. Ah, ja. Okay, wo ist es jetzt hingefallen? Wahrscheinlich hier irgendwo unten, genau. Das ist das Originalteil. Das müsste jetzt passen, ne? Na, Kätzl. Oh, wie es schnurrt. Ich glaube, ich sollte besser in seinem Licht bleiben. Die Katz beschützt uns. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. Ich You're glaube mir... right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me. Excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. Oh, Mann. Was ein U-Mensch. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Gott. Ach Gott, fährt's wieder weg. Ah, es fährt zu seinem Mini-Kätzler. Ach Gott. Oh, das war's einzig Schöne hier in dem Spiel. Das ist ein sehr, sehr schönes Kinderspielzeug, auch wie ich finde. Sehr goldiges. Das war das einzig Schöne hier in dem Spiel, was ich bis dahin gesehen habe. Und das Kinderspielzeug ist herzlicher und liebenswerter als die ganze Eltern. Jetzt lande ich vor ihrem Gemälde, weil ich mich ja für ihr Seite entschieden habe. Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. Ach Gott, You be a ja. good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Oh, das war der letzte Streit, den die gehabt haben. Von wegen, du hast mich ewig nicht arg gefasst. Und der war am Schaffen. She was first and foremost his muse. Her beauty and talent Oh, Gott. drove him. After the accident, she became a burden.
A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Oh. Ja, sie hat sich dann wahrscheinlich umgebracht. Das war der letzte Streit, den sie gehabt haben, dass er sie schon seit Ewigkeiten in die Arg fast hat sich vor ihr ekelt. Zu der Tochter hat sie gesagt, sie soll schlafen gehen und sie ist runter ins Bad und hat sich dann umgebracht. Und das Bild zeigt, ach, sie ist isoliert im Haus. Okay, das Arbeitszimmer haben wir abgehandelt und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig, wo ich mich dann in Richtung Kinderzimmer aufmachen werde. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.